Der Hubert macht sie für seine Alte stark, dass die Maria spielen darf. Aber dabei ist die gar nicht so scharf drauf. Und er entschuldigt sich schließlich beim Rolli seiner preußischen Gspuse, dass er ihrer die Rollen wegnehmen wollte. Weil er beim Gregor möglicherweise seine Lehre nicht fertig machen kann, fängt der Joschi auf Neujahr bei der Laura sein Vater in Zneiburg an. Laura Sem verschwindet jetzt schon da um. Die Leni fährt zu der Ivi in den Berg rein, weil sie der Michi einen Hax gebrochen hat. Der Emil muss sich für die Schule einen Tag lang im Wirtshaus umschauen und zu der gleichen Zeit für den Philipp einen Frosch stricken. Am Schluss haut aber nachher da alles miteinander hin. Der Joschi bestellt sich 5-mal so viel Spielzeug, als wir er brauchen kann. Aber was zu viel ist, kann er wieder weiterverkaufen. Sarah als Sterndeiterin meint, sie hätte ihm das voraussagen können. Danach bestellt aber sie selbst 10-mal so viel Erdäpfel, als wir es brauchen kann, und muss auch die überflüssigen wieder weiterverkaufen. An Rolli, seine preußische Pflegtochter, hilft alle wieder an Till für seine Liebschaft mit Gregor, seiner preußischen Stieftochter. Obwohl das sie selben scharf waren auf ihm. Der probiert nachher für sie eine Bescheißerei beim Josef sein Glücksrad am Christkindlmarkt. Aber das kommt auf. Tina nimmt sie von der Sarah ein Haustierhetzleiher und meint nachher, sie hätte da einen dreckigen Pfleg eingepatzt und wascht ihn außer. Dabei ist der Pfleg nur aus der Zeit von der Sarah seiner preußischen Alten und der Andenken. Schließlich schenkt nachher Sarah den ganzen Fetzen der Tina. Die und Rosi möchten alle zwei zum 30. Jahrtag von der Sternstundengala bei denen auftreten. Aber das wird schon eine braucht. Schließlich überlässt nachher Tina der Rosi den Platz. Danach legt sie sich mit dem Karl an, weil der alle wieder die Leute sagt, was das in der Apotheke kaufen sollen.